So gut. Was für ein Teaser. Ich liebe den, der macht so Stimmung. Man ist gleich am Tanzen, wenn man diese Musik hört. Yes, wir sind in dieser Serie Exodus. Und ich finde das so eine unglaublich spannende Serie mit dieser Geschichte, die Gott schreibt mit seinem Volk Israel. Und falls du mal eine Predigt verpasst hast, kein Problem, du kannst alle nachhören. Also ich möchte dich ermutigen, dass du das wirklich auch in Anspruch nimmst, weil ich mache jetzt nicht einen ganzen Recap. Wir sind jetzt mit dem Volk Israel in dieser Wüste am Berg Sinai. Und Matthias hat letzte Woche darüber geredet, über die 10 Gebote, die Gott gegeben hat. Und das Herz, das hinter diesen 10 Geboten ist. Dass nicht der Mensch gemacht wurde für diese 10 Gebote, sondern dass die 10 Gebote für den Menschen gemacht wurden. Und gerade nach all diesen Satzungen und diesen Geboten gibt Gott die Anweisung für den Bau der Stiftshütte. Und Stiftshütte, das bedeutet nichts anderes als Wohnung oder Zelt. Er gibt Anweisung für eine Wohnung, dass Gott sichtbar mitten unter dem Volk leben kann. Und das ist so unglaublich, wenn wir das lesen, das nimmt so viele Kapitel in Anspruch. Gott gibt so eine detaillierte Anweisung. Es hat alles, alle Farben, alle Materialien, es hat alles eine tiefere Bedeutung. Und ich möchte heute nicht auf diese Details eingehen, aber ich möchte dich ermutigen, falls dich das interessiert, mal nachzulesen, was eigentlich alles in dieser Wohnung, in der Gott Raum einnimmt, seine Bedeutung hat. Was bedeutet. Und einfach kurz, die Stiftshütte ist unterteilt in 3 Teile. Und zwar, einmal ist der Vorhof, man sieht hier ein Foto, genau. Das ist nochmal zurück, das ist der Vorhof und da können alle Israeliten, haben da Zugang dazu. Und dann ist das Zelt in diesem Vorhof und im Heiligen, das wird unterteilt in das Heilige, da haben die Priester vom Stamm der Leviten Zugang und das Allerheiligste, da wo Gottes Gegenwart präsent ist. Und da darf der Hohepriester einmal im Jahr in die Gegenwart von Gott kommen. Und sie hatten Gott gab ganz viele Reinigungsvorschriften und Opfervorschriften, welches Tier sie opfern mussten, für welche Übertretung von den Geboten, die er gerade gegeben hat an das ganze Volk. Und der Zugang zu der Gegenwart von Gott, die war nicht einfach so, dass sie reinlaufen konnten in die Gegenwart Gottes. Nein, der Hohepriester musste erstens warten, bis dieser Tag der Versöhnung, dass dieses Fest kommt. Und dann musste er sich reinigen, musste er Opfer bringen für seine Familie und sich, einmal ein Opfer für das ganze Volk und musste all diese Weisungen, die Gott gegeben hat, musste er einhalten, dass er in diese Gegenwart, hinter diesen dicken Vorhang, in die Gegenwart Gottes eintreten konnte. Und das Spannende ist, der Hohepriester, die hatten am Gewand unten, hatten sie so goldene Glocken. Und die dienten, sagt man, unter anderem dazu, dass die Priester hören konnten, ob sich der Hohepriester im Allerheiligsten noch bewegt. Und in anderen jüdischen Schriften findet man sogar die Vorstellung davon, dass dieser Hohepriester sogar ein Seil umgebunden hatte um sein Bein, dass falls sie hören, er bewegt sich nicht mehr und er die Gegenwart Gottes wie nicht überlebt hat, dass sie ihn rausziehen konnten aus dem Allerheiligsten. Solche Ehrfurcht und solchen Respekt hatten sie vor Gottes Gegenwart, vor seiner Heiligkeit.
Und ich habe mich so gefragt, kann es sein, dass wir diese Seite von Gott vergessen haben? Kann es sein, dass wir die Heiligkeit Gottes verdrängt oder vergessen haben? Oder wir ihn reduzieren auf unsere menschlichen Vorstellungen? Darf er uns überhaupt irritieren? Ist es vielleicht uns unangenehm und wir lassen diese Stellen, mit denen wir nicht klarkommen, einfach auf der Seite? Und ich weiß, es kann sein, dass du heute vielleicht hier sitzt und du bist groß geworden mit dieser Furcht und mit dieser Heiligkeit von Gott. Und du hattest vielleicht eher Mühe, die Liebe und die Gnade Gottes anzunehmen. Aber unsere Generation heute, und da nehme ich mich mit ein, wir sind eher auf der anderen Seite runtergefallen. Wir sind geprägt von Gnade und Liebe. Und ich liebe Gott dafür, verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, dass wir vergessen oder dass wir nicht erkennen können, wer Gott wirklich ist, wenn wir nicht beide Seiten anschauen. Und deshalb mein Predigttitel heute, Gottesfurcht und Gegenwart. Und um das zu veranschaulichen, möchte ich mit euch in den Text eintauchen, im 2. Mose, im Exodus. Wir spulen noch einmal schnell vor und wir sind momentan vor den 10 Geboten. Das Volk lagert sich am Berg Sinai. Und Gott sagt zu Mose, Mose fragt das Volk, sie haben jetzt erlebt, dass ich sie aus Ägypten rausgeführt habe. Frage doch, ob sie jetzt mein Eigentum werden möchten, ob sie mit mir einen Bund eingehen möchten. Und Mose geht zu den Ältesten des Volkes, sammelt sie zusammen und fragt das. Und die Ältesten sagen, ja, das möchten wir. Mose geht wieder zurück zu Gott und sagt, ja, das möchten wir. Und ich finde die Stelle so lustig, weil Gott hat es ja schon gehört. Aber genau, Mose ging gleich trotzdem. Und dann gab Gott die Anweisung und sagt, also, dann möchte ich, dass ihr euch jetzt reinigt. Und wir lesen, und siehe dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Und Mose macht diese Grenze. Das Volk reinigt sich. Und Gott kommt in seiner Heiligkeit mit Donner, mit Blitz, mit Rauch, mit lautem Schall. Kommt seine Gegenwart auf diesen Berg und eine Wolke umhüllt diesen Berg. Und das Volk erschrickt und Mose führt das Volk Gott entgegen. Und dann ruft Gott Mose laut und deutlich zu sich. Und das ist jetzt einfach mega witzig, diese Stelle. Mose geht zu Gott hoch, ist ja nicht einfach so 10 Meter oder so. Und dann sagt er, geh runter zum Volk und warne sie, dass sie ja nicht über diese Grenze gehen, dass niemand sterben muss. Und Mose war so, ja, ich weiß, das hast du schon gesagt, wir haben das schon gesagt mit der Grenze, haben schon aufgeklärt. Aber Mose folgt und geht runter und ermahnt das Volk nochmals, dass sie ja nicht über diese Grenze gehen dürfen. Und dann, sehr spannend, irgendwie ist das mir erst diese Woche so aufgegangen. Dann spricht Gott, Mose war unten beim Volk. Und Gott spricht die 10 Gebote laut und deutlich für das ganze Volk Israel. Er beginnt die 10 Gebote
an das Volk Israel zu geben. Alle können das hören. Und als er das 10. Gebot abschließt, genau dann lesen wir weiter. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne und es sprach zu Mose: Rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Und das Volk, das hat Angst bekommen. Es hat gesehen, wie Gott in seiner Macht, in seiner Heiligkeit auf diesen Berg kommt. Und Heiligkeit bedeutet ja nichts anderes wie abgesondert, anders. Und sie haben das gesehen, wie Gott einfach mächtiger und über allem erhaben ist. Und sie haben Angst bekommen. Und ich liebe die Antwort, die Mose danach gibt, weil man sieht in dieser Antwort, dass er eine so tiefe Beziehung zu Gott hatte, dass er da etwas verstanden hat. Wir lesen weiter. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von ferne. Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, also von dieser Wolke, in dem Gott war. Und das ist so spannend. In der Bibel steht über 300 Mal: Fürchte dich oder fürchtet euch nicht. Und ich finde, Mose kann das so unglaublich gut auflösen. Was bedeutet das, fürchte dich nicht? Und er sagt zum Volk Israel: Ihr müsst keine Angst haben. Gott möchte nicht, dass ihr Angst habt, dass ihr in Panik geratet und dass ihr euch von ihm abwendet. Das ist nicht das Ziel. Er möchte, dass ihr die Furcht vor Augen habt, dass ihr eine Ehrfurcht vor ihm habt, dass ihr ihn respektiert, dass ihr ihn akzeptiert, damit er euch nahe sein kann, damit ihr nicht sündigt, damit ihr heilig seid, weil ihr seid sein Volk. Gott ist heilig und er möchte, dass ihr heilig seid. Und das ist eine Heiligkeit, die uns gesunde Gottesfurcht lernen soll. Und ich finde das so spannend, weil das Volk, das kannte diese Ehrfurcht, das kannte diese Heiligkeit und diese Hierarchie eigentlich sehr gut. Weil wenn wir schauen, wird in der Bibel Gott oftmals als Vater bezeichnet. Gott, unser Vater. Und das ist nicht das gleiche Bild, wie wir heute Vater sehen. Wenn wir das verstehen möchten, wenn die Bibel über Gott als Vater spricht, dann müssen wir verstehen, wie hat das Volk dazumals die Rolle des Vaters gesehen. Und die Rolle des Vaters war ganz klar, dass der Vater Oberhaupt war. Das war eine patriarchische Hierarchie. Der Vater hatte das letzte Wort. Über rechtliche Sachen, über geistliche Fragen. Er war der, der bestimmt hat über Besitz, über Erbe. Er war der, die Kinder hatten ihn gefürchtet, aber eine gesunde Furcht, eine Ehrfurcht vor dem Vater. Aber das war nicht alles, er war auch Versorger. Er musste schauen, dass es der ganzen Familie gut geht. Er war Beschützer. Er war geistlicher Lehrer und Erzieher. Und wir können eigentlich so sagen, ja, der Vater war früher Chef. Und wenn wir sagen, dass der Vater Chef war, dann ist Gott Chef. Und das können wir ja sehr gut in unser heutiges Bild reinbringen. Und ich möchte jetzt einfach ein bisschen provozieren und ich nehme mir jetzt einfach diese Erlaubnis so. Wenn wir sagen, dass Gott Chef ist, dann möchte ich dich fragen,
Wie behandelst du deinen Chef? Also deinen wirklichen Chef, also deinen weltlichen Chef. So. Bist du pünktlich an Meetings? Bist du pünktlich an Sitzungen mit deinem Chef? Bist du loyal, treu? Möchtest du dein Bestes geben? Machst du vielleicht eine Extrameile? Akzeptierst du die Entscheidungen und versuchst sie so gut wie möglich umzusetzen? Und ich glaube, du merkst schon, in welche Richtung ich gehen möchte. Dann ist meine Frage an dich, wenn Gott Chef ist: Wie behandelst du Gott? Haben wir diese Ehrfurcht vor Gott, dass wir pünktlich am Sonntagmorgen um 10:30 hier sind? Geben wir unser Bestes? Erwarten wir, dass Gottes Gegenwart hier ist? Möchten wir pünktlich hier sein, weil wir ihn nicht verpassen möchten? Sind wir treu? Machen wir das, was er uns sagt? Und ich glaube, vieles, auch in meinem Leben, merke ich, hapert manchmal an fehlender Ehrfurcht Gott gegenüber. Zurück zu Mose. Und das finde ich so interessant. Mose hat das verstanden. Wir lesen, dass das ganze Volk fern war. Und Mose nahte sich Gott. Und das hat mich so berührt, weil ich habe erkannt, Mose hatte eine solche Beziehung und eine gesunde Ehrfurcht vor Gott, dass er sagte, ich muss gar keine Angst haben. Ich weiß, wer er ist, aber ich muss doch keine Angst haben. Ich möchte zu ihm kommen. Er hat verstanden, dass Gott ein Gott der Nähe ist, nicht ein Gott, der Distanz möchte. Und Gott sagt ja zum Volk, hey, ich komme zu euch. Ich komme zu euch als sichtbares Zeichen. Komme ich in die Stiftshütte, dass ich mitten unter euch wohnen kann. Das ist doch so faszinierend. Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Größe, die die Israeliten erlebt haben, sagt, ich lasse mich für euch in dieses kleine Zelt eindrängen, weil ich möchte, dass ihr seht, dass ich mitten unter euch wohnen möchte. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor. Weil wenn wir 1500 Jahre vorspulen, kommt Jesus auf diese Welt und macht sich klein, dass er mitten unter den Menschen wohnen kann. Gott hat immer wieder neue Wege gesucht, wie er den Zugang zu seinen Leuten finden kann. Und das ist ja unglaublich faszinierend. Jesus verlässt die Herrlichkeit Gottes und kommt auf diese Welt und wird Fleisch und Blut. Und er wird verraten von seinen eigenen Leuten, ans Kreuz geschlagen. Und dann lesen wir, Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben. Die Felsen spalteten sich. Der Zugang zu Gottes Gegenwart ist frei. Jesus hat den Weg frei gemacht. Jesus, wir sagen, er ist das ultimative Opferlamm. Deshalb singen wir auch manchmal in unseren Liedern von diesem Lamm. Dieses Opfer, das ohne Schuld war, das ohne Sünde war, hat die ganze Sünde von mir und dir auf sich genommen. Dass wir diesen Zugang zu dem Allerheiligsten haben, zu dieser Gegenwart von Gott, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr eintreten durfte. Und wir haben vergessen,
zu was wir eigentlich Zugang haben. Wir haben vergessen, wie kostbar dieses Opfer von Jesus war. Wir nehmen es als zu selbstverständlich. Wo bleibt diese Heiligkeit? Wo bleibt diese Gottesfurcht? Und was sehr spannend ist, die Israeliten, die haben den Namen Jahwe. So hat Gott sich vorgestellt, hat sich Gott Mose vorgestellt im brennenden Dornbusch als Jahwe, ich bin, der ich bin. Und das ist der Eigenname, der Name, den Gott sich gibt. Und den Israeliten war der Name so heilig, dass sie ihn nicht aussprachen. Und die Juden haben in ihren Abschriften beim Wort Jahwe wie ein Zeichen nachher gemacht, dass der Leser begreift, dass er Jahwe nicht ausspricht, sondern anstelle dessen Adonai bringt. Adonai bedeutet nichts anderes als Herr oder Meister. Aber der Name war ihnen so heilig, dass sie ihn nicht aussprechen wollten. Sie hatten solche Ehrfurcht vor diesem Namen, auch dass sie ihn nicht missbrauchen. Und auf diese Tradition übrigens, falls du dich das schon mal gefragt hast, ich fand das so interessant, auf diese Tradition ist in unseren deutschen Bibeln, vielleicht hast du dich mal gefragt, warum steht eigentlich der Name Herr immer groß? Und das ist auf das zurückzuführen. Die deutsche Bibel hat das übernommen und jedes Mal, wenn Herr groß steht, ist eigentlich der Name Jahwe dahinter. Ich bin, der ich bin. Er ist, wer er ist und er ist anders. Er ist Gott und wir sind es nicht. Und diese Spannung zwischen Gnade und Liebe, zwischen Heiligkeit und Gottesfurcht, die seine Gegenwart mitbringt, ich glaube, die dürfen wir oder müssen wir einfach stehen lassen. Es ist eine Spannung, die wir nicht auflösen können, weil er ist Gott, er ist anders. Und unser Verstand kann das nicht alles greifen. Aber wir dürfen in dieser Spannung leben. Und wir müssen oder wir sollen entdecken, dass Liebe und Gnade und Heiligkeit und Ehrfurcht, dass sich das nicht beißt. Aber es ist wichtig, dass wir beide Seiten von Gott entdecken, damit wir sein ganzes Wesen so ungefähr anfangen können zu verstehen. Und ich habe letztes Jahr mit einer Freundin angefangen, mit dem Projekt, dass wir die Bibel durchlesen möchten in einem Jahr. Und wir wissen, so wie wir sie durchlesen, geht das 3 bis 4 Jahre, aber wir haben es ja nicht eilig. Und letztes Jahr im Mai haben wir gestartet und sind eigentlich fast das ganze Jahr in den Büchern von Mose hängen geblieben. Und in diesem Lesen hat mich diese Heiligkeit von Gott so extrem fasziniert. Ich habe so eine Faszination und Ehrfurcht bekommen von dieser Heiligkeit, von dieser Andersheit von Gott, von seiner geraden Linie. Aber es hat mich auch fasziniert, diese Gnade und diese Liebe, die so durchkommt im Alten Testament. Ich konnte das fast nicht fassen. Das hat mich einfach fasziniert. Hat mich fasziniert. Und in dieser Ehrfurcht bin ich dann auf die Bibelstelle gekommen, wo es steht, meine Sabbate sollt ihr halten.
Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Generation zu Generation, damit man erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und ihr sollt den Sabbat halten, denn er ist heilig für euch. Und ich habe das gelesen und das hat mich getroffen wie ein Hammerschlag. Ich habe das gelesen und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich bei Gott entschuldigt. Ich habe gesagt, Gott, der Sabbat ist dir so heilig und du möchtest, dass dieser auch für mich heilig ist. Vergib mir, dass ich das vorher nicht erkannt habe. Vergib mir, dass ich das mein Leben lang nie in meinem Alltag eingebaut habe. Das hat mich so extrem berührt. Und ich habe gemerkt, dass aus Ehrfurcht vor Gott, weil ich gemerkt habe, wie heilig es ihm ist und er möchte, dass es für mich auch heilig ist, habe ich das angefangen, in meinen Alltag einzubauen. Und wenn du dich fragst, ja, wie machst denn du Sabbat? Ich mache Sabbat so, dass wir haben ja Wochenende Freitag, Samstag und am Samstag steht in meiner Agenda immer Sabbattag. Und das bedeutet für mich, dass ich am Freitag einfach Vollgas gebe, dass ich alles rund in unserer Wohnung, dass ich den Haushalt einfach so hinkriege, dass er mich am Samstag nicht stresst. Auch wenn das für mich bedeutet, ich bin bis 11 Uhr abends oder 12 Uhr noch dran am Badzimmer putzen. Aber ich freue mich auf den nächsten Tag, weil ich weiß, dann mache ich Sabbat. Und ich mache den Sabbat so, dass ich einfach sage, ich mache ihn nicht gesetzlich und sage, ich rühre nichts an. Um das geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass meine Seele zur Ruhe kommen kann. Und ich mache es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel den Abfall öffne und ich merke, ui, der ist voll, den müsste man jetzt leeren, sage ich, nein, ich kann dich auch morgen noch leeren, kein Problem. Und ich sage bewusst Nein zu arbeiten. Ich sage bewusst Nein zu, ich schreibe nicht jetzt noch kurz diese Mail oder beantworte das. Ich sage Nein zu meinen täglichen To-Dos, die ich schon von Sonntag bis Freitag habe. Und natürlich, wir haben unseren Alltag mit den Kindern. Natürlich räume ich den Geschirrspüler aus, dass wir das dreckige Geschirr reintun können. Um das geht es mir gar nicht. Aber ich sage bewusst Nein zu allem, was einfach rundherum noch man machen könnte. Und ich verzichte bewusst auf Social Media. Ich lege mein Handy weg und ich schaue wirklich nur zweimal am Tag die Nachrichten an, falls etwas Wichtiges reingekommen ist auf WhatsApp von meinen Freunden. Und ich genieße diesen Tag mit meiner Familie oder mit Freunden. Wir unternehmen etwas und ich genieße auch diese Zeit, die plötzlich da ist, wenn man nicht mehr soziale Medien hat, wenn man nichts zu tun hat, wenn man nicht einen Schrank umräumen kann, um einfach in Gottes Gegenwart zu kommen oder die Bibel zu lesen. Und ich habe gemerkt, dass meine Seele zur Ruhe gekommen ist, seit ich das mache. Und ich mache es noch nicht so lange. Ich mache es seit Mitte letztes Jahr. Und ich habe gemerkt, wie viel Leben und Nähe es mir gebracht hat zu Gott, aber auch zu meiner Familie. Und schau, ich habe über all diese Jahre, habe ich oftmals Worte, Gedanken oder Prophetien von anderen Menschen erhalten oder Bibelverse, wo Gott mir gesagt hat, Marisa, komm bei mir zur Ruhe. Und ich würde jetzt sagen, dass ich vor fehlender Ehrfurcht Gott gegenüber das wie nie umgesetzt habe. Und das Spannende ist ja, Gott hätte das ja mir nicht irgendwie da in 10 verschiedenen Wegen sagen müssen.
Es steht ja schon geschrieben in der Bibel. Amen. Genau. Und ich musste wirklich Buße tun. Ich habe gesagt, Gott, es tut mir leid, hatte ich fehlende Ehrfurcht vor dir. Vergib mir, dass ich die letzten Jahre geistlich so verpennt habe, dass mir das einfach nicht aufgegangen ist. Und meine Frage ist, kann es sein, dass wir wegen fehlender Gottesfurcht, wegen fehlender Ehrfurcht vor Gott Segen verpassen? Kann es sein, dass wir manchmal in Situationen geraten, die ungemütlich für uns sind, aus fehlender Ehrfurcht Gott gegenüber? Ich lasse die Spannung dieser Fragen einfach mal so stehen. Und ich möchte schließen mit einem Vers und einem Gebet. Dieser Vers begleitet mich schon sehr lange. Ich habe ihn, glaube ich, mal so als Jahreslosung gezogen vor vielen Jahren. Aber er hat wie eine neue Bedeutung für mich bekommen. Und ich möchte den vorlesen und nachher mit dir beten. Und wenn du möchtest, wir haben auch das Gebetsteam nachher hinten, während wir nachher Gott wieder anbeten für seine Größe, haben wir hinten das Gebetsteam. Und wenn du irgendetwas hast, das dir jetzt aufs Herz gekommen ist, möchte ich dich ermutigen, bringe das vor Gott. Selber in einem Gebet oder zusammen mit den Leuten, dass sie dich unterstützen können im Gebet. Ihr dürft dafür aufstehen und lasst uns nachher auch im Worship, das ist eine Anbetung für Gott, dass wir ihn groß machen für wer er ist, in all seinen Facetten. Weil eigentlich geht es gar nicht um uns, sondern um ihn, um sein Reich. Und ich lese vor Psalm 86,11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und Vater, ich danke dir für deine Größe. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Aber ich danke, dass deine Größe weit über diese Liebe und Gnade ausgeht. Ich danke dir, dass wir dich nicht ganz begreifen müssen, aber hilf uns, dass wir sehen, wer du bist. Dass wir sehen, wie groß du bist. Heiliger Geist, hilf uns, diese Ehrfurcht, dieser Autorität, dieser Gegenwart von Gott, nur annäherungsweise gerecht zu werden. Hilf uns, ins Staunen zu kommen über deine Größe, Gott. Über deine Heiligkeit. Dass wir erkennen, wer du bist und wir uns ausrichten nach dir. Und wir leben in einer Fülle, weil wir leben in dir. Amen.